Und diese Aussage heutzutage, ich denke, die meisten Katholiken, die wissen sowas nicht. Ich denke, die meisten von uns, habt ihr sowas schon mal gehört hier? Was ich gerade vorgelesen habe, was der Papst selber sagt hier? Ich glaube, das hat er nicht gehört, ja. Die evangelische Kirche möchte ich auch nicht hier außen vor lassen. Also ich möchte auch mal mich dazu äußern, was Martin Luther sagt. Er sagt, die größte Ehre, die das Weib hat, ist allzumal, dass durch sie Männer geboren werden. Die größte Ehre, die die Frau hat, ist, dass sie Männer gebärt. Nun zum zweiten Punkt, den ich eben erwähnt habe, dass die Bibel nicht das reine Wort Gottes sein kann. Ich bin immer noch bei der ersten Seite, ich möchte gar nicht weitergehen, ich bleibe nur bei der ersten Seite. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, zum Abbild von uns, ich habe die Stelle hier, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Alles, was auf ihr kriecht, zum Beispiel Schlangen oder was kriecht denn alles? Schön kriechen die? Nee, die gehen, ne? An einer anderen Stelle der Bibel steht geschrieben, also jetzt eine andere Stelle, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder dessen, das oben im Himmel, noch dessen, was unten auf der Erde, noch dessen, was in dem Wasser unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das ist dann das 2. Moses, Vers 4 bis 5. Und an einer weiteren Stelle, jetzt kommt noch eine Stelle, ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir ist kein Gott. Also das Problem, das hier nur entsteht, ist, dass Gott einmal gesagt haben soll, dass er den Menschen nach seinem Abbild geschaffen hat, aber dann soll Gott gesagt haben, macht euch kein Bild von mir. Also widerspricht Gott hier sich selber, wenn er vorher sagt, er gibt uns ja dieses Bild praktisch. Wenn er sagt, ich habe euch nach meinem Abbild erschaffen, macht ihr uns ein Bild im Kopf. Sagt, ihr macht euch kein Bild, der widerspricht eigentlich, dass er widerspricht uns sich selber. Muss man sich fragen, ist das Gott, der hier spricht? Nein, das ist klar, hier ist auch wieder was falsch. Es ist klar auf der Hand, dass hier wieder ein Fehler ist. Und wenn Gott doch sagt, er hat uns nach seinem Ebenbild ihm gleich erschaffen, und dann aber sagt, wir sollen uns kein Bild von Gott machen, dann hat uns jemand aber schon auf der ersten Seite der Bibel dieses falsche Bild von Gott gezeichnet. Auf der ersten Seite schon. Das Bild des Menschen, ja, wird uns infiziert, aber dann verboten, uns Bilder zu machen. Das ist der Grund, warum ich sage, dieses Buch kann nicht von Gott sein. Das ist der Grund. Also es gibt mehrere Gründe, das ist aber der wesentliche Grund. Weil es Verwirrung stiftet, dieses Buch. Es stiftet Verwirrung. Und der Grund, warum Gott überhaupt ein Buch zu den Menschen herabsendet, ist Rechtfertigung, nicht Verwirrung. Ja? Rechtfertigung, nicht Verwirrung. Weil der Sinn ist ja, dass wir diesem Buch folgen. Wenn wir in diesem Buch diese Sache haben und wir haben dann diese Sache, wissen wir gar nicht, was wir folgen sollen. Und wir sehen, dass jemand anders verspricht. Muss jemand anders gesprochen haben. Und dann weiter, selbst in der Bibel geht ganz klar hervor, dass die Lügner die Schrift verändert haben. Steht in der Bibel sogar selber, dass die Bibel verändert wurde. Weil heute sagt man, nee, ist nicht so, aber steht selber drin. Also aus der Bibel selbst geht ganz klar hervor, dass Lügner sich verändert und verfälscht haben, unter anderem, um ihre eigenen Verbrechen zu rechtfertigen. Macht ein Verbrechen, dann ist das immer gut, wenn du sagst, das ist von Gott offenbart, dann ist eine gute Entschuldigung bei den Leuten. Steht ja? Zum Beispiel, du tötest jemanden, und dann sagst du, ja, das ist von Gott offenbart, dann wirst du gar nicht verurteilt dafür. Oder du sagst dann zum Beispiel, du hast jemanden vergewaltigt oder so, also die Sachen gibt es alle in der Bibel. Das ist nicht irgendwie aus meinem Kopf. Du sagst dann, ja, das ist Gott offenbart. Und Gott hat gesagt dasselbe, wie ich zum Beispiel. Das ist immer eine gute Entschuldigung. Und ich möchte eigentlich eine Stelle, über dieses Thema möchte ich eine Stelle vorlesen. Wie dürft ihr denn sagen, wir sind weise, und das Gesetz des Herrn ist bei uns. Wahrlich ja, zur Lüge gemacht hat es der Lügengriff der Schriftgelehrten. Darum müssen solche Lehrer in Schande gefangen werden, denn was können sie Gutes lehren, weil sie des Herrn Wort verwerfen. Die verwerfen dieses Wort. Die stellen ihr Wort über das Wort. Somit komme ich auch zum dritten Punkt, dass ich gesagt habe, dass der Gott, der hier beschrieben wird, ist nicht Gott. Paulus spricht im Neuen Testament und sagt, der Mann freilich darf sich den Kopf nicht verhüllen, denn er ist Gottes Abbild und spiegelt seine Herrlichkeit wider. In der Frau spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. Denn der Mann stammt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde ja nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Und dann des Weiteren, also laut Bibel jetzt, soll Gott noch gesagt haben, dass ihr nicht in euer Verderben rennt und euch ein Gottesbild macht, das irgendetwas darstellt. Eine Statue, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens.
das Abbild eines Landtieres oder eines fliegenden Vogels, das Abbild eines Kriechstieres oder eines Fischs im Wasser. Und wenn ihr zum Himmel aufblickt und die Sonne, den Mond und die Sterne seht, das ganze Himmelsheer, dann lasst euch Menschen gar nicht dazu verleiten, sie anzubeten und ihnen zu dienen. Gott hat sie doch allen Völkern auf der ganzen Welt zugeteilt. Also hier steht, dass ihr nicht in euer Verderben rennt und euch ein Gottesbild macht, dass ihr nicht in euer Verderben rennt. Also, Paulus hat diesen Ausspruch der Bibel ganz klar gebrochen, denn er behauptet, dass der Mann Gottes Abbild widerspiegelt. Laut Bibel sagt Gott ja aber, dass ein Weg ins eigene Verderben ist, das zu tun. Ja? Sagt er selber, dass ein Weg ins eigene Verderben ist, ein Abbild zu machen. Paulus befindet sich also laut Bibel befindet er sich auf dem eigenen Weg ins Verderben, dieser Mann. Und will man jemandem folgen, der sich auf dem eigenen Weg ins Verderben befindet, dann muss man eigentlich versuchen, diesen Weg abzubringen. Ohne dem Streben nach Wissen und der aufrichtigen Untersuchung der Dinge kann man sich nicht auf diesem Weg behaupten. Und der allwissende Gott ruft uns deshalb auch dazu, dass wir nach dem Wissen streben und dass wir studieren. Wie ich gerade eben gesagt habe, das sind ganz klare Dinge. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass bei mir halt der Zeit irgendwann der Punkt gekommen ist, dass mein Herz und meine Augen sich geöffnet haben, dass ich das verstanden habe. Weil ich war in einer Zeit gewesen, die möchte ich gar nicht wieder zurück, kann ich nur sagen. Möge Allah uns dann, inshallah allen, die wir heute hier sind, seinen Weg folgen lassen und uns seine Tore zum Paradies öffnen. Mit diesen Worten möchte ich eigentlich für heute aufhören. Dann nächste Woche möchte ich. Eine Frage für dich erstmal. Also, was hat sich in deinem Leben jetzt geändert, nachdem du jetzt Muslime geworden bist? Also, kannst du für uns einen Vergleich machen zwischen deinem Leben vor dem Islam und weil viele Menschen oder alle Menschen suchen eigentlich nach Freude. Ja. Also viele suchen nach Wahrheit, aber was wird mir diese Wahrheit bringen, wenn wir diese Wahrheit nicht Freude im Leben haben? Ja, eigentlich wie hat sich dein Leben geändert? Ja, eigentlich ist es einfach die Antwort. Wenn du die Wahrheit nicht hast, hast du keine Freude. Verstehst du? Ja. Du bist verzweifelt, wenn du verzweifelt bist, du hast keine Freude. Wenn du die Wahrheit erkannt hast, automatisch bist du froh. Ist immer so. Der Bruder wollte vielleicht mal wissen, wie fühlst du dich als Moslem so? Wie war dein Alltag früher und wie ist es jetzt so? Wie ich mich fühle? Ja. Dein Alltag? Das kann ich nicht vergleichen eigentlich. Ein Chaos. Ja? Aber ein Chaos vielleicht. Ja, das kann ich nicht vergleichen. Also jetzt fühle ich mich gut und wenn ich das vergleiche mit da, Katastrophe. Wie ist es jetzt mit deiner Familie? Akzeptieren die, dass du kein Schweinfleisch isst? Passen die daran, dass du, also wie du bei denen bist, dann kochen die auch was extra für dich oder machst du das? Oder? Kannst du die Frage für die Schwester aber nicht? Ja, hol mal den Zettel von den Schwestern. Nee, die Frage wieder. Die Frage wieder holen, damit die Fragen. Die rufen an oder was? Sagst du, der Bruder hat gefragt. Welche Frage? Oder die Schwester, die hören nicht, was der gefragt hat. Die kriegen nur die okay, sag mal. Also der Bruder Jalal hat gefragt, ob meine Eltern akzeptieren, dass ich jetzt kein Schweinefleisch mehr esse oder keine Drogen Wenn nehme. du bei denen bist, ob das zum Beispiel